von Jerusalem und ich kann mich nicht beschweren. Ich habe also mein ganzes Leben habe ich gerade als Tugend die Bescheidenheit gesehen und für viele vielleicht könnte man sagen, ich lebe wie ein armer Mensch, weil ich begnüge mich mit, wenn ich ein paar Sachen habe, wenn ich Brot habe und Käse und eine Suppe. In Berlin gibt es ein Restaurant, die schon wissen, dass wenn ich dort komme, wissen sie, dass ich bestelle eine Suppe, eine Minestrone, sei es eine Fischsuppe und so weiter. Deshalb, mir geht es gut und schon nicht zu reden, dann plötzlich komme ich in Linz, in der Stadt, wo ich bin einfach ein sehr, sehr anonymer Flüchtling gewesen. Ja. Plötzlich begegnen Menschen, die Interesse haben, für was ich zu sagen habe und ihr macht auch diesen Film und ich freue mich sehr, weil das ist genau was mein Traum. Mein Traum ist wieder eine Abkehr von dem Rücksprung im Mittelalter. Ich muss sagen, in Israel herrscht eigentlich ein bestimmter Klerikalismus, was ist ein bigotischer Klerikalismus. Es ist eigentlich kein menschenliebender Klerikalismus. Aber ich glaube, dass auch in Europa, für mich ist die Aufklärung im 18. Jahrhundert die aufgehende Sonne, die Botschaft für ein neues Leben, neue Gesellschaft, neue Verhältnisse, Frieden, Anerkennung, Emanzipierung, ja, Nicht-Rassismus und so weiter. Ja. Und jetzt erleben wir eine Restauration, eine Abkehr von dieser, und alles ist nur Geld und Erfolg und Gewalt und so weiter. Ja. Und ich freue mich sehr, dass gerade in diesem Ort, ich habe nie gedacht, dass wird sowas passieren. Da muss ich sagen, ein großes Lob an der Frau Merz oder an Gerhilde, dass sie hat diese Sache und jetzt auch an dich, dass du die Gäste hast dich bemüht und heute, und es werden ein paar hundert Schüler nur diese Botschaft kriegen, dass eigentlich bis jetzt wurde missbraucht in der unverschämtesten Weise diese schrecklichste Episode in der deutschen Geschichte oder europäischen Geschichte und auch in meiner Geschichte, das ist der Zweite Weltkrieg und das ist diese Shoah oder der sogenannte Holocaust, was auch ein manipulierter Begriff. Also es kann nicht was Schrecklicheres sein als sowas, aber das ist Vergangenheit. Und wenn man diese Vergangenheit instrumentalisiert im Dienst einer Politik, die andere Menschen benachteiligen oder die wieder legitimieren den Krieg als Mittel der Fortsetzung der Politik, ist eine schreckliche Sache. Gerade in diesen Zeiten, wenn einerseits, was passiert in Syrien, ist richtig schrecklich. Man kann sich nicht begeistern von Assad. Aber ist die ganze Sache sehr verlogen. Man weiß nicht, dass der Assad ist gedrängt worden an eine Ecke, weil Syrien ist noch der einzige säkulare Staat geblieben, der nicht die Scharia hat. Und diejenigen, die wollen ihn ersetzen, sind alle Fundamentalisten. Syrien wird nicht demokratisch werden mit einer sunnitischen oder einer Qaida oder eine andere muslimische Form. Und diese Botschaft, zum Beispiel, dass hier in Europa und Österreich, für mich ist eine große Sache gewesen, dass Österreich ist in diesem Land, wo es gibt nicht weniger Antisemiten. Ich habe auch selbst solche Sachen erlebt, mehr als in Deutschland. Aber dieses Land ist lange Zeit regiert worden von einem sehr, sehr klugen und vernünftigen Menschen. Er hieß Bruno Kreisky. Und ich hätte mich bemüht, irgendwie seine Botschaft fortzusetzen, weil er war der Einzige, der hat gesagt, nur durch den Frieden, nur durch die Anerkennung von den Palästinensern kann man dort in diesem Land Frieden haben. Ja. Und es muss weiter dabei bleiben, dass diese Politik, der Krieg oder der Gewalt oder der Fortsetzung der Politik mit atomare Drohungen. Ja. Israel, ich habe schon gesagt, Frankreich und später Deutschland haben durch dieses schlechtes Gewissen oder durch diese Vergangenheit, aber vielleicht durch geopolitische und Machtüberlegungen, haben dieses kleine Israel zu einer regionalen Supermacht.
Noch sagt man in Deutschland, Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Israel verteidigt sich nicht mehr. Israel hat aufgehört, die letzte Verteidigung Israel war 1948, den Krieg, wo ich noch mitgekriegt habe. Israel irgendwie verteidigt Annexionen, verteidigt koloniale Ziele, ja, zum Beispiel loszuwerden die Palästinenser, ja, nicht die Palästinenser zu erlauben, die sollen sich selbst bestimmen, auch in einem kleinen Zipfel von diesem Land. Und diese Botschaft hier zu bringen, glaube ich, das ist unwahrscheinliche Sünde. Und ich glaube, es können kaum sich Menschen vorstellen, eine mehr edlere und noble Aufgabe, wie was du jetzt machst oder was die Gerhilde sagt, oder dass ich merke, dass sie auch so spielen in diesem Versuch. Ja. Wir müssen aussteigen von dieser gefährlichen Politik, dass nur mit Gewalt kann man etwas kriegen. Der Irakkrieg, der Vietnamkrieg, sei es in Libyen, was ist passiert, was ist in Jemen passiert. Dieser ganze Frühling ist gerade kaputt gegangen durch die Tatsache, dass man versucht, es nur durch Gewalt zu lösen. Endlich muss man sich an den Tisch setzen und sehen, wie kann man aussteigen von dieser Schiene, die den Nahen Osten schon seit 65 Jahren einen Wirbel von Gewalt und Gegengewalt verstrickt hat.